Dankzij verharchen nu, wer heeft mijn konto weggebracht? Rütgeschickt in Eversaat van levenswasser. Dat is een buik ten praktische wijving ten taub in de kerk schaffen. Hier is een kapitel voor vandaag. Kapitel 11. Dat leven als kort, maak einen Unterschied. Dat is eine zin bloß gut zu sein, wann Gott uns berufen hat, Rüt zu tegnen. Wie nannen Matthäus 28, Vers 18 bis 20 nicht de gute Opdracht. Dat is de grote Opdracht. En we lezen Matthäus 22, Vers 37 bis 40 nicht en sagen, dat we dat gode Gebot losen. Dat is dat grote Gebot. En als Paulus dat 13e Kapitel in 1. Korinther schrijft, zegt hij niet dat Leib een van de gode dingen weer. Hij zegt dat Leib dat grootste weer. Ik hoop du vernimmst, wat ik mein. Wanneer we in de Schrift die dingen lezen, wat zeer wichtig zijn, braucht de Bibel zo'n woord als groot oder grootste. Glaubst du, dat Gott haben will, dat du die Kirche als een goder Leider leiden sollst, oder als een uitgetekender Leider? Ik weet, dat is een kennige oder andere vraag. Gott will, dat we de beste verwalter zijn, wat we zijn kennen. Lees dat gelijkenis van dat geld in Matthäus 25, Vers 14 bis 30, oder Lukas, Kapitel 19, Vers 12 bis 28, noch einmal, wann du irgend Twiebel hast. Levens wat nicht volop geleefd zijn de erste soort verwalterschaft. Ik neem aan dat je wat dit boek lezen, kirchenleiders zijn. Du bist een pastoor, een Angestelde in de kerk, een Ältester, een Diakon, een wichtiger Leider. Gott heeft die eine Gemeinde gegeven, wat du verwalten sollst. Die sind de Talente gegeven worden. Wirst du die wijs nutzen, oder wirst du die an Angst oder om gemütlich zu sein, untergerufen? Ich will die viele Informationen nochmals über den Zustand von der amerikanischen Kirche geben können. Das ist nicht ein schmackes Bild. Wir erreichen weniger Menschen. Unsere Hingerderen sind weit up. Kirchengehenstand ist normal. Pastoren und Kirchenangestellte haben Wunden. Viele haben ganz abgegeben. Sicher, durch zijn uitnomen te deze treurige beschrijving, dat is krijgt het probleem. Dat zijn uitnomen. De meeste van onze versammlungen haben Ändernissen neidig. Veel van onze versammlungen wordt met machinen im Gonen geholen en fehlt Furzändernis. Onze Kirchen ihr großes Bedürfnis sind leider, wat willig sind, einen Unterschied zu machen. Die Kosten und die Gefahr können uns grühlen. Aber dort wird nicht glauben sein, wann wir diese Sachen in unsere eigene Kraft überkommen können. Dort ist eine Sinn bloß gut zu sein, wann Gott uns berufen hat, Rüt zu tegnen. Uns fehlt es an unsere Kirchen an Leidersverändernissen, wat willig sind, wat Rüt tegnendet zu tun. Dat Prozess von Ändernis anleiden. Weil wir dat Prozess von anleiden, Ändernissen in Kirchen einzuführen, wiederholen. Wo arzt du einen Elefant? Ein Beet auf einmal. Jeder Ändernisstaub noch einmal über seinen halbt uns daran zu denken, dass der Prozess ein Beet auf einmal passiert. Halt still und bet. Diese grundlegende Sache wird vorken und geloten beim Ändernissen anführen. Steh ab und mach das dringend. Die schwere Wahrheit annehmen und mit der Gemeinde mitteilen. Stahl eine ewige mittragende Gruppe taub. Die meisten Kirchen haben weins adlige Glieder, wo bereit sind, verweg zu gehen. Wo eine Stimme und Vision für Hoffnung. Glieder wollen bei Leiders Hoffnung und Möglichkeiten finden. Schauf mit Menschen. Hab den Mut, mit Menschen zu schaffen, wo zurückholen. Ein Daunt aus Kirchenangestellte oder Glieder. Ender von nur Bernen handgesonnen sein, nur nur Büten handgesonnen sein. Blieb dabei, die Kirche immer wieder zu bringen und nicht so sehr nur sich selbst zu kicken. Pleck die leerhängende Frucht. Klarer sich es nötig, ständig positiv vorwärts zu kommen. Bring Ändernissen näher und stärk die. Dringend sein über die gute Nachricht haft kein Mal ein. Ein Down sein ist immer gefährlich. Neem Zeit zum Beten.
Horch, wat ich sei. Eine Entscheidung, dit nicht zu doen, is eine Entscheidung zu fehlen. Jo, Gebet braucht Zeit. En dat kan een veel boziger Prozess schijnen te zijn, wanneer du gelijk aan de arbeid aangingst. Aber Ändernissen in der Kirche anzuleiten kann bloß dann schaffen, wenn dort von Gott geleid, bekraftigt und befohlen ist. Erst als ich von uitgetekend zijn red ich von den großen Auftrag. Vorken, wenn wir von den großen Auftrag reden, denken wir an Matthäus Kapitel 28, Vers 19 und 20. Dann geht nu nur de Feldje von der Welt en maakt dan te Lehrlinge en deupt an in den Namen von dem Vater, von dem Sohn und von dem Heiligen Geist. Lehrt an alles te doen wat ich junt befohlen hab, en verlot junt daarop, ich zie immer wie junt, wat am Ein von der Welt. Dit sind sicher die Vers von den großen Auftrag, aber dat sind nicht all die Vers, nicht einmal in dat Buch Matthäus. Wie für jeden Vorgang von den Ferienvers, aber dat ist ein wichtiges Port von den großen Auftrag. En Jesus sagt an, mir ist alle Gewalt gegeben im Himmel und auf der Erde. Matthäus 28, Vers 18. Magst du dort? Fäll du rüt jetzt, um Jünger zu machen, hältst du dort am Denk, wo deine Autorität herkommt. Jesus macht dort klar, dass die von ihm kommt. Wir sollen uns damit ganz im Klaren sein, dass wir ganz von ihm abhängig sind für alles, sogar am Ändernissen unterleiden. Nehmt Zeit zum Beten, fair und während du Ändernis anletzt. Dringend sein. Wenn Kirchenglieder nicht dort lebenswichtige Bedürfnis seien, Sachen einmal anders zu tun, worden sie ganz je in Ändernis sein. Glenn Marvel tekent uit daran, dort Dringende in einen Anbetungsgottesdienst rüberzubringen. Der Pastor hat die Kirche daran gebracht, eine Vision anzunehmen, um mehr junge Familien zu erregen. Seine Anfrage fiel auf doofe Ohren. Aber an einem Sonntag zum Marius frug die Glieder, als sie irgendeine oder Großkinder haben, wat nicht die Kirche fuhren. Als sie mir ich hab nicht kappen sag, mög er damit wieder. Hij laut die, wat Kinder oder Großkinder haben, wat nicht die Kirche fuhren, an abzustonen, so dat die Kirche für ihn beten kann. Dat wir wunderbar. Die Glieder wären überrascht. Über 80% von der Versammlung stund. Nur eine Zeit von Gebet kijkt Pastor Glenn über die Versammlung und sieht naht, aber mit Betonung. Hab je noch irgend Zweifels, wo so wie die junge Familie se reden motten? Sie verstunden. Sie feilten, wo dringend dort wir. Eine mitreichende Gruppe fingen. Leiders wat Ändernissen versuchen anzuleiten, daunen dort nicht allein. Neem die Zeit, die Gruppleiders zu sehen, wat mit die Hauptdonorstreven worden, diese Ändernis anzuführen. Sprecher erinnert uns immer weiter daran, Menschen zu finden, wat uns helfen, unsere Pläne zu vollbringen. Wo nicht rot ist, geht ein Volk unja, aber wo viel Rotgeber sind, geht dort Gau tau. Sprecher 11, Vers 14. Pläns verfallen, wo nicht Rotgeber sind, aber durch viel Rotgeber können Pläns zum Gauden dienen. Sprecher 15, Vers 22. Leiden mit einer ewige, mitreichende Gruppe taub an, um Ändernissen anzuführen. Vision und Hoffnung. Ändernissen anleiten bedeutet, dass du dir ein klarer Stich versorgst, wo die Kirche hingehen soll. Kirchenglieder wollen Port sein von was einen Unterschied macht. Und sie wollen selbst auch einen Unterschied machen. Aber ihnen fehlt nicht bloß der Stich oder die Vision, ihnen fehlt dort daran, von Leiders zu hören, wo Gott ihnt nur diese Nähe steht leiten wird. Ihnen fehlt dort zu hören, dort die Hoffnung ist. Vision und Hoffnung taub haben viel Kraft, um in die Kirche Ändernis anzuleiten. Die Herausforderung von Menschen. Die erfolgreichste Kirchenleiders leben die Glieder am ersten. Das ist nicht einmal leicht, wenn man ein Wort von der Kritisieren und negative Worte angeht denkt. In Kapitel 7 teilt ich mit über wohlreit Menschen in der normalen Kirche allgemein Verändernis sind. Die Zahlen seien viel. 5% sind ewig Verändernis. Diese Gruppe wundert, was die so lang geht. 20% ist Obverändernis. Ihnen fehlt dort bloß an die Kleinigkeiten von der Ändernis zu verstehen, aber gewöhnlich wollen sie mit ansehen. 30% sind Notfälle. Sie gehen leicht durch, wo die letzten und überzeugendsten Stimmen sind. 25% sind Gegenändernis.
Zij gleichen de Kirche krijgt zoals de is. 20% sehr je in Ändernis. Mit dieser Gruppe geht das nicht sehr schön. Wenn du an eine Kirche Ändernisse anleitst, hast du gewöhnlich mit 3 Gruppen zu tun. Die wird opzien te Ändernis, die wird anderen auffolgen und die wird je in Ändernis sind. Das ist nicht leicht. Aber das ist nötig, dass du verstehst, dass du nicht mit übereindenkenden Menschen zu tun hast, wenn du Ändernisse anleitst. Und du musst alle die Menschen leben. Sich nur Bütenhand bewegen. Ein von den grootste Ursachen, wo solche Liederändernisse waren stonden, ist, dass sie nur Binnenhand gesonnen sind. Angelegentlicherweise sind viele von unseren Kirchen religiöse Scheingunstgruppen oder Clubs geworden, wo das am ersten Fall darum geht, jeder ein von den Gliedern ihre Verlangen zu erfüllen. Ändernisleiter in Kirchen erkennen, dass die Versammlung an ihre jenwärtige nur Binnenhand gesonnene Anstellung nicht reit für Ändernisse ist. Sie fangen an Schritt zu machen, die Kirche durchzubringen, dass die nur Bütenhand gesonnen ist. Leerhängende Frucht. Die Idee von leerhängende Frucht beim Ändernisleiten ist einfach. Beweis die Versammlung dort, dass gerade Ändernisse möglich sind, indem die anlädst, kleinere Ändernisse zu machen, was dasselbe Ziel haben. Die Leiter von einer Kirche in Florida wollen in ihrer Oberschaft einen großen Eindruck machen, indem sie sich eine Schule für Lehrklassen in der Gegend annehmen. Die Kirche und die Glieder würden dort ja bereit sein, irgendein Dienst zu tun, wo die Schule dort anfehlt. Kirchenglieder wären anfänglich ganz gegen die Idee, dass sie dort ja bereit sein sollen, zu dienen. Sie wussten nicht, wo die Einzelheiten sein würden, und sie wussten nicht, ob sie dort haben, was ihnen fehlt, diese Verpflichtung zu machen. Die Ältesten schlugen vor, von der Schule eine Anfrage auf einmal anzunehmen, und es steht, dass sie sich die Schule für ganz annahmen, ohne zu verstehen, was das bedeutet. Die Glieder wären sich einig zu tun. Das erste Frucht der Schule durchno, war ein Weg in einen Gang zu fahren. Kirchenglieder mögen sich mit Mut an die Arbeit und hatten den Gang in wenige Stunden gefahren. Nu ist die Kirche dort ja durch, die Schule zu dienen. Sie nahmen sich die Schule an, wie eine leerhängende Frucht. Die Ändernis machen, die Ändernis holen. Die Ändernis muss nicht bloß angeführt, die muss auch ein Port von der Kirche ihrer Kultur werden. Und hier ist die herausfordernde Wirklichkeit. Durch wird immer Ändernis anzuleiten sein. Dort ist ein immerwährender Draht von Ändernissen abbringen, Ändernisse anführen, Ändernis zu ein Port von uns machen, in die nächste Ändernis abzubringen. Von daran denken halten, nur Wirklichkeit. Ich hoffe, dass diese Wiederholung von das ganze Prozess von Ändernis anleiten, die geholfen hat, aber mein größtes Gebet ist, dass du ein von Gott geschickter Ändernisleiter an die Kirche sein wirst. Wenn du das möglich haben wirst, dann leid nicht an, Ändernisse an die Kirche zu machen. Wenn du nicht kritisiert worden wirst, dann leid nicht an, Ändernisse an die Kirche zu machen. Wenn du den Lohn keinmal aufs Spiel setzen wirst, dann leid nicht an, Ändernisse an die Kirche zu machen. Und wenn du keinmal einen Unterschied machen wirst, und über dich das Leben gehen wirst mit derselben Tome und Lohme Weh, was die meisten Kirchenleiter haben, dann leid nicht an, Ändernisse an die Kirche zu machen. Wer hat meine Konsul weggebracht? Denkt die Derek noch? Hij ist der Pastor bei der Lesungskirche, was die Konsul weggebracht hat. Hij ist der Pastor, was von den Gliedern angeläuflich schlecht behandelt wird wie ein Wort, was nur sehr was anwichtig leid. Und hij ist der Pastor, was das selbst sagt, dass er durch 2 Jahre von erfolgreichen Leiterschaftsschwung an die Kirche verloren hat. Wer hat meine Konsul weggebracht, raubt er ut. Aber der raubt wir mehr als eine einfache Frage. Dort wie ein verschrockener Raub von Angeläuflichkeit. Dort wie ein Schrien von gefährlicher Weidog. Dort wie eine Frage, was einen starken Sinn von Unverständlichkeit hinter sich hat. Wer hat meine Konsul weggebracht? Das ist vielleicht nicht die Frage, was du hast, aber du hast Fragen über Ändernisse, und das reich zu sein, halbrige Ändernisse in der Kirche. Das ist die Ursache, warum ich das Buch schreibe. Ich will dir eine Anleitung versorgen, und nicht so sehr eine Formel. Ich will haben, dass du verstehen sollst, wo Wort von den besten Leitern in ihre Kirchen Ändernisse angeführt haben. Aber du hiert noch mehr Tau als anleitende Wegweiser in Stoppen,
mehr als eine Lie über Woendernis zu leiden. Du bist du. Du bist der Pastor. Du bist der Kirchenangestellte. Du bist ein Ältester. Du bist ein Diakon. Du bist ein wichtiger Leiter in der Kirche. Bist du bereit, in dit korte Leben einen Unterschied zu machen, ein Daunt, was das kostet? Du sind in den 10.000 Kirchen, wird einen großen Einfluss von frisch belebt sein, neidig haben. Gott hat die berufen, in so einer Zeit als dit, Ändernissen anzuleiten. Sie reid, sie mutig, sie ein Leiter von Ändernis zu Gott seine ihr. Horch, ich hab dir gesagt, dass du mutig und entschlossen bist. Hab keine Angst und lot dich von nichts anschrecken, wils ich, der Herr, dein Gott, blieb bei dir, bei alles, was du tun wirst. Josua 1, Vers 9. Untersuchungs- und Studierfragen. Was hat das Gleichnis von das Geld in Matthäus 25 und Lukas 19 mit an die Kirche Ändernis leiden zu tun? Wurde es Hoffnung ein neuer Partner zur Vision, Ändernissen zu leiden? Nach etliche Vers von Sprecher ab, wird bewiesen, dass Ändernis eine ewige mittragende Gruppe mit anhaben soll. Erklär, was jeder Vers meint. Wieso hält Angst am Leider sein Hort der Ändernissen sehr ab? Dankschein für der Bürgharchen, wer hat meine Konservatie gebracht? Rütje schickt in Evasat von Lebenswasser. Ich hoffe, dort haft die geholpen, zum praktischen Weging, zum Tod mit anderen in der Kirche schaffen.